Mr. René Longe, the Sungshanangu. Thank you. And now we will have the speech by Mr. René Longe, co-head of the Swiss Tibetan Friendship Association, section Romon. Voilà. Bonjour, chers amis tibétaines et tibétains. Un petit problème technique dans le micro. Est-ce qu'il a été fait en Chine? Peut-être. Made in China, peut-être. Et j'ai aussi un petit problème de voix. Alors, un peu d'indulgence. Je vais vous parler en allemand. Ich werde auf Deutsch sprechen, weil ich denke, die große Mehrheit von euch kommt aus der Deutschschweiz. Ist das richtig? Ja, dann ich begrüße Sie hier sehr herzlich in Genf im Namen der Westschweizer Sektion der GSTF. Heute vor 65 Jahren erhoben sich die Menschen in Lhasa aus Sorge, dass der Dalai Lama von den chinesischen Besatzern entführt werden könnte. Die Besatzer hatten ihn zu einer Zeremonie im Hauptquartier der Armee eingeladen. Und das machte natürlich Angst. Aber es gab auch einen wachsenden Überdruss über eine seit 8 langen Jahren andauernden und immer schwieriger werdenden chinesischen Einmischung ins tibetische Leben. Die Leute hatten genug von den ständigen Demütigungen und der Nichteinhaltung des 17-Punkte-Abkommens, das ja von den Besatzern selbst diktiert worden war. Nicht einmal ihre eigenen Bestimmungen wollten sie dann konkret nachleben. Die brutale Niederschlagung der Volkserhebung nötigte den Dalai Lama zur Flucht nach Indien, wohin ihm dann insgesamt mehr als 100.000 Landsleute folgten. Die Niederwalzung des Aufstands von Lhasa war auch ein Vorbote dessen, was in China folgen sollte. Nicht nur der teuflische Wahnsinn der Kulturrevolution, sondern auch die blutige Niederschlagung 30 Jahre später der Studentenrevolte in Peking hat dann das brutale Ende einer relativen Öffnung markiert. Gleichfalls kündigte der chinesische Wortbruch gegenüber Tibet an, was dann später aus dem Versprechen, die bei der Rückgabe Hongkongs unter dem Begriff Ein Land, zwei Systeme geäußert wurden, geworden ist. Nämlich nichts als Lüge. Lüge gestern, Lüge heute und Lüge morgen. Das ist alles, was China uns bieten kann. Und das wisst ihr selber alle genau. Heute mit einem neuen, noch strengeren Sicherheitsgesetz ist aus Hongkong der letzte Funke Freiheit gewichen. Und Hongkong ist auch völlig mit China gleichgeschaltet. Tibet, wie auch alle anderen Gegenden und Völker, die von der chinesischen Herrschaft als Minderheit bezeichnet werden, obwohl sie in ihren angestammten Gebieten die große Mehrheit bilden, beziehungsweise bildeten, erleiden eine doppelte Unterdrückung. Die erste Unterdrückung, das ist die Diktatur, die das Schicksal jeder Bevölkerung ist, die unter dem chinesischen Regime lebt. Und das zweite ist der Assimilationsdruck und jetzt Zwang, die nicht-chinesischen Völkern eigentlich den Verschwinden näher bringt und das auch das Ziel der chinesischen Regierung ist, dass es nur noch einen Chinesen gibt und keinerlei Unterschied zwischen den vielen hunderten Millionen, die sie beherrschen. Beides zusammen erbringt
eine massive Zerstörung von Kulturgütern, eine fortschreitende